Merci, Herr Chamberspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme zurück auf meine parlamentarische Frage, 23.50 Uhr für einen halben Jahr, die auf eine Ungerechtigkeit von Employés und Indépendants aufmerksam gemacht. Mehr konkret geht es dabei um Dispens und Indemnität während dem Congé Maternité und Congé Parental. Der Madame Minister Antwort war kurz, knapp und allgemein gehalten, wären sich der Problematik bewusst und ging ja am Koalitionsakcord stehen, dass das Statut vom Indépendant gegenüber schafft gehen. Wie Südax möchte das Minister sein Inventaire, seine Analysen auf feierter Gespräche. Und da sind wir kurz für die Wahlen und das nach Neige nach gehen. Männer 3 Jahre. Das bestehende Problem ist folgende: während der Schwangerschaft kann an durch eine Frau dax nicht mehr so viel schaffen wie früher. Heernst du kann sie auch nicht mehr dieselben Arbeiten ausführen, weil das ein sehr Risiko für ihre Schwangerschaft mitbringen ging. Wenn eine Frau dann als Indépendant hier so verdient, wirkt sich das auf ihre Revenu aus, den dadurch viel mehr gering ausfallen kann. Du wennst kann viel mehr gering. Du wennst kann die Indemnität während dem Congé Maternité substanziell auch mehr niedrig ausfallen, was die betroffene Frau eine gewisse Prekarität bringen kann. Das, weil die Indemnität auf Basis von einer Referenzperiode berechnet wird, die just die 6 Monate vor dem Congé Maternité berücksichtigt. Für diese Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, deposieren wir heute diesen Gesetzesvorschlag, den die besondere Referenzperiode erhebt. Da der proposiert Berechnungsbasis für die Indemnität, die eine Frau als Indépendant während dem Congé Maternité kriegt, so anzupassen, dass die Referenzperiode häufig von 6 auf 12 Monate erhebt wird. Das ging eine mehr realistische Berechnung von ihrem Durchschnittsrevenu erlauben, wo mit der Indemnität auch ein mehr realistisches Montant kriegen ging. So nicht merci. Merci, Madame Schuss.